Servus beieinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute ist das Wetter ziemlich komisch und ziemlich windig. Und da habe ich mir gedacht, wir machen mal wieder ein Zwillenvideo. Ich habe euch ein paar feine Sachen mitgebracht. Und bei dem Wind ist das bestimmt recht spannend, da zu treffen. Ja, vielleicht schießen wir heute mal nicht mit Kaviar, so wie immer, sondern heute schießen wir vielleicht echt einmal mit Stahlkugeln. Mache ich zwar nicht so gerne, aber habe ein paar spannende Sachen vor und bei dem Wind ist es wahrscheinlich ein klein bisschen präziser, weil die Kugeln einfach schwerer sind. Ja, um was geht's heute? Ich habe mir gedacht, wir reden mal über die verschiedenen Schnellverschlüsse von den Zwillen. Da gibt es nämlich die unterschiedlichsten Sachen. Zeige ich euch natürlich auch im Detail von nahem. Und werde euch dann so ein bisschen darüber erzählen, was ich davon halte. Steinschleuder-profi.de ist unten verlinkt, da gibt es die ganzen schönen Schleudern hier. In der Nahaufnahme blende ich euch dann die Namen auch ein, weil ich habe hier zwei neue ganz feine Sachen dabei. Auch natürlich mit Schnellverschluss. Das sind unterschiedlichste Schnellverschlüsse, die ich jetzt auch unterschiedlich cool finde, sage ich jetzt mal. Also da hier kann ich euch sagen, habe ich auswendig gelernt wie immer, das ist die Steelwind Pro. Und das hier, weiß ich natürlich auch auswendig, wie die heißt. Dieses wunderschöne Teil hier, das ist die Rapid Fire. Findet ihr, wie gesagt, unten im Shop. Der hat einen Haufen cooles Zeug. Und das nächste Mal, beim nächsten Video, denke ich mal, zeige ich euch mal so meine 3 Schleuderfavoriten. Das haben sich jetzt halt bei dem ganzen Zeug, was ich mittlerweile kreuz und quer überall probiert habe, haben sich 2 oder 3 rauskristallisiert, die absolut zu meinen Favorites gehören. Also die ich am allerliebsten schieße und die auch irgendwie am allerpräzisesten von allen sind. Der eine Schnellverschluss, der hat hier so einen Clips. Da gab es schon mal ein extra Video zu einer ganz bestimmten Schleuder. Den klippt man hier so auf. So. Und man sieht auch schon, das ist wahrscheinlich der von allen beiden am besseren hält. Der andere, der hat hier so einen Hebel und wenn man den nach oben drückt, dann ist hier das Bantel praktisch ausgekoppelt. So. Und dann kann man das hier wieder reinschieben. Und zieht diesen Hebel wieder nach unten und dadurch, dass man praktisch hier Kraft aufbringt, verkeilt sich dann der Gummi. Das sind so diese 2 unterschiedlichen Dinger. Ich habe mir wieder was Spezielles einfallen lassen für euch, damit es nicht so langweilig ist beim Schießen, dass wir auch ein paar kurze Zeitlupen zusammenbringen. Es sind ein paar alte Tassen übrig geblieben und ihr wisst ja, ich finde es immer recht cool, wenn irgendwas scheppert, weil das Sägeblatt da hinten, das kennt ihr ja schon. Das macht halt Boing und ihr seht es nicht, aber damit kriegen wir vielleicht ein paar ganz coole Zeitlupen zusammen. Habt ihr 4 Stück, dann gibt es noch diese wunderschöne Tasse hier. Bis meine Freundin das Video sieht, habe ich wahrscheinlich schon neue Tassen besorgt. Aber die nehmen wir jetzt her, weil die sind so wunderschön, dass die in der Küche eigentlich nichts mehr zu suchen haben. Dann gehen wir jetzt eine Schleuder nach der anderen durch. Muss ich schauen, an euch vorbei. Genau, wie gesagt, diesmal nehmen wir Stahl her. Dieses wunderschöne Täschchen gibt es übrigens auch beim Steinschleuder-profi.de. So, und dann hauen wir da mal ein paar Stahlkugeln raus. Ich bin ja eigentlich ein Fan von diesen Tonkugeln, die dann auch verwittern. Die müsst ihr nicht suchen, die sind genauso präzise. Damit könnt ihr trainieren und üben. Und wenn es dann mal ernst wird und ihr auf Großwildjagd gehen müsst, dann könnt ihr ja die Stahlkugeln hernehmen. Also fangen wir an. Neue Schleuder mit dem Hebelverschluss. Ist mir ein bisschen, ja, ihr seht es, das so ganz abgefunden habe ich mich mit dem noch nicht, weil mir das zu schnell irgendwie aufgeht. Und das verkeilt auch nur so richtig gescheit, wenn man da anzieht. Und da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Jetzt bringe ich mal schnell die schönen Tassen hier vor.
Was wir als Ziel haben, sehen wir uns gleich wieder. Kamera wieder voll im Weg. Schieße ich wieder so knapp so an euch vorbei hier, glaube ich. Nur ein bisschen darüber rutschen. Ja. Kriegen wir schon hin. Also fangen wir an mit der hier. Hebelschleuder im Anschluss immer groß und im Detail. So, ein bisschen ausgeleert. Dann werden wir hier in so ein Schüsselchen rein. Erstmal vorsichtig außerhalb vom Gesicht. Ihr wisst es ja, damit euch das Ding nicht in die Lätschen reinhaut. Auf die Tassen. Noch eine, weil es so schön war. Schleuder, Name schreibe ich euch unten rein. Diesmal komplett aus Stahl, auch mit diesem Verschluss. Hier sieht man diesen Hebel wieder recht schön. Zack, offen. Hier reingeschoben und zu. Und jetzt muss hier Spannung drauf kommen, damit sich das auch verklemmt. Und wenn die Spannung zu sehr nachlässt und man hier so ein bisschen rumnackelt, naja, es hält besser, als ich jetzt eigentlich gedacht habe. So, es hält halt auf Spannung. Und wenn man halt hier so ein bisschen da so hinkommt, dann ist es halt offen. Ist auch eine wunderschöne Schleuder, komplett aus Stahl. Von den Kirchenglocken lassen wir uns jetzt mal nicht stören. Weiß wenigstens jeder, dass wir hier in Bayern sind. Gell? So, das ist das schöne Stück. Dann noch eine mit Hebel. Es ist immer auch so ein bisschen verwirrend, in welche Richtung man den Hebel drückt. Also ihr müsst den nach unten drücken, dann ist es verschlossen, und wenn ihr den nach oben zieht, dann ist es offen. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht so ganz von der Sicherheit begeistert. Aber es scheint gut zu blockieren. Also wie gesagt, ihr macht es am Anfang immer ersten Zug außerhalb von eurem Gesichtsfeld, dass nichts passieren kann. Und ansonsten tragt ihr natürlich immer eine Schutzbrille. Ja, also hier Hebel, Name unten verlinken. Hier sieht man recht schön den Hebel. Und das ist das, was ich gemeint habe. Also eine wunderschöne Schleuder hier. Mal so am Rande gesagt. Aber hier nach oben ist es offen, nach unten verriegelt es. Und es bleibt dann nur auf Zug da drinnen. Und wenn kein Zug drauf ist, dann rutscht dieses Teil halt aus dieser Schleuder raus. Also hier, zack, zack, mit diesem Hebel wird das bedient. Und das ist das schöne Stück. Interessant gearbeitet. Und wer darauf steht, für den ist dieser Verschluss vielleicht das Allerhöchste. Das ist jetzt wieder eine, die nicht so einen ergonomischen Griff hat, sondern mehr so ein klassisches Modell. Und die hat jetzt diesen Verschluss. Und den finde ich eigentlich ziemlich geil. Da ist auch bei meinen 3 Favoritenschleudern ist auf jeden Fall eine mit diesem Verschluss dabei, weil ich das super praktisch finde. Werkzeuglos Bändchen wechseln. Weil auch diese Rändelschrauben, das sind nicht so ganz meins, weil bei den Rändelschrauben habe ich immer das Gefühl, dass man die einfach nicht fest genug zuschrauben kann, ohne Werkzeug. Also da möchtet ihr vielleicht kräftige Finger haben, aber glaubt mal, so wirklich richtig fest zu bekommt ihr die Rändelschrauben nicht. Darum finde ich die Schleuder mit Inbus gut. Aber wenn ihr kein Werkzeug dabei habt, so ins Bandel reißt, dann ist das halt blöd, gell? So, machen wir noch einen. Die ist mir zu klassisch. Ich mag ja diesen ergonomischen Griff.
ob das jetzt eine Kunststoffschleuder ist. Und ihr seht, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig mit den Schleudern, weil ich noch nicht so richtig sicher bin, wie fest der Gummi hält. Aber wir testen das ja jetzt miteinander aus. Und die Sicherheit, die kommt schon, also das Wohlfühlgefühl. Jawohl. Das ist der Schnellverschluss. Das ist hier nur so ein Clips. Wenn man diesen Clip nimmt und den nach unten zieht, dann ist die Schleuder offen und verhackelt sich dann hier drinnen. Und der hält extrem gut. Also das ist jetzt der Schnellverschluss, den ich favorisieren würde. Schöne Schleuder im klassischen Design wieder. Hier. Natürlich auch wieder hier mit meinem Lieblingsgriff, aber einfach mit einem parallelen Griffstück hier unten. Echtes Holz. Ja, und das hier ist der Schnellverschluss. Das heißt, hier klippt es den hier ein. Da gab es mal ein gesondertes Video dazu. Steckt es das hier praktisch vorbei. Und dann macht man das hier zu, lässt es einrasten und dann sitzt es hier bombenfest. Es ist nur wichtig, dass man es hier durchschiebt und nicht nur in diese kleine Mulde hier reinzieht. So, wunderschönes Teil. Ja, also der Verschluss ist mir schon lieber als der hier. Das ist halt für mich auch ganz was Neues, weil ich mich da noch nicht so wohl fühle, aber das kommt vielleicht noch. So, hier, wunderschönes Teil. Fräsungen drinnen. Das ist echt eine hübsche Schleuder. Ah, die liegt schon viel besser in der Hand. So, erstmal wieder auf Nummer sicher gehen. Ja. Schießen wir mal auf die Scheibe da drüben. Schon lange nicht mehr drauf geschossen. Ja, die kommt schon wirklich mehr in die Richtung, wie ich es richtig cool finde. Gibt es gleich noch einen. So, und jetzt hauen wir wieder ein paar von den Tassen zusammen. Also, dieser Verschluss hier. Der Clips-Verschluss. Da gab es mal ein extra Video, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, verlinke ich euch da oben. So, nächster. Ich bin auf die Zeitlupen gespannt. Gell? So, Fazit. Haben wir wieder einiges zerdeppert. Das sind coole Schleudern. Ich fühle mich nur nicht so wohl mit dieser Technik. Also die schauen wirklich wunderschön aus. Es ist immer alles richtig geile Materialien. Es ist alles schön glatt. Also bei den Schleudern kann man nichts sagen. Aber mir ist dieser Verschluss hier einfach lieber. Und das ist halt so eine klassische Form. Habe ja schon gesagt, wem das liegt, dann ist das für den ja okay. Ich mag das so ergonomisch. Also wenn das richtig schön in der Hand liegt, da ist auch immer wichtig, dass man die Aufteilung so macht, dass man praktisch hier eins hat und dann die anderen Finger, dass sich die frei verteilen können. Das ist, glaube ich, für mich so, oder es ist für euch empfehlenswert, die beste Form. So, eine haben wir noch übrig. Die zerhauen wir jetzt noch schnell. Ja, und von der Auswahl ist das halt jetzt hier mein Favorit, kann ich so ganz klar sagen. Schaut sich das mal an, wie schön das hier gelasert oder gefräst ist. Wunderschönes Muster drauf, auch Echtholz. Gleicher Verschluss wieder hier oben, da sieht man es wieder recht schön. Und der Griff ist halt natürlich wieder hier um die 90 Grad gedreht, dass der so richtig schön in der Hand liegt. Aufmachen tut man den genauso wie die anderen. Man zieht hier an, so, dann ist der offen. Und dann kann man den Gummi hier wieder rausnehmen. Da aus der Nähe. So funktioniert das Teil. Zack, eingerostet, eingerastet. Zack, wieder offen. So, aufpassen, dass man das Bandel nicht verdreht. Hier an diesem Hackerl vorbei. Schön in die Mitte. Dann einfach nur zudrücken. Und schon ist es eingehackelt und hält bombenfest. Sehr schöne Schleuder. Die sind wahrscheinlich begrenzt auf eine gewisse Gummistärke, das heißt ab
einem Millimeter, schätze ich mal, wird diese Klemmung nicht mehr funktionieren. Das ist vielleicht noch ein wichtiges Detail. Ja, ich hoffe, die Zeitlupen sind cool geworden. Kauft kein Klump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch, meine Freunde.